Hallo, wir sind im Tag XY. Keine Ahnung, welcher Tag heute ist. Also in-game natürlich. In Real Life weiß ich's. Und willkommen zurück, ne? Herrn Lord Xerox. Hallo, Patrick. Wie geht's denn so, Du ne? kannst im Rauch nicht atmen. Ich ersticke, Tele. Ja, kein Thema. Wir gleiten über die Horizonte. Es ist morgens. Eine Mücke schwirrt durchs Bild. Und, Wo wir waren wissen wir nicht mehr, stehen wen geblieben? wir Das war ja, ist ja jetzt, ey, das ist jetzt schon eine Ewigkeit her, ne? keine Ahnung. Ja, Ich könnte nachschauen, ehrlich gesagt, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, ich aber meinte es ich guck mal Mitte kurz. April von dem Monat, kann das sein? Das kann sehr gut sein. Ich guck mal auf dem Server, was da so los ist. Der 21.04. Huch. Till, drück auf gar keinen Fall F2. Warum? Ist man dann weg oder was? Nee, wegen den Server-IDs. Ich habe jetzt aus Versehen in der Aufnahme da drauf gedrückt. Egal. War ja nun nicht mal eine Framesekunde, also dem her. Man muss auch das Passwort erraten, von dem her egal. Ja, das stimmt schon und der ist ja nur online, wenn wir da zocken. Genau, und jedes Mal ist das Passwort was anderes. Irgend Quatsch. Ja, irgendein Quatsch, was uns gerade von der Seele brummt. Apropos, was uns von der Seele brummt, Wie geht's dem Schwein da hinten? Oder dem Huhn oder was auch immer, was da drin war? dem Huhn. Oh, Was war da neues hinten Material, eigentlich? Kohle, Schild. Hier liegen Ähm, Bäume. wie jetzt? Hä? Hier war mal ein Wald, oder? Ja, stimmt, wir müssen ja wieder neue Holzer roden. Aber warum ist so viel Holz hier? Das habe ich Hast alles du. präpariert, ja. Damit Ach, das habe man ich. nur noch Ja, gut. Ich kenne nicht mal die mitnehmen muss. Steuerung mehr. Das ist so schlimm. Ich frage schon wieder nach, welches Utensil man hier benutzt, aber ich glaube, ich habe das Richtige. Keine Ahnung mehr. Achtung, hinter dir ist ein Gräuling. Der will die Ach so, der Miete. Typ da. Miete. Ja, für die, Stimmt. die es nicht wussten, ich bin jetzt ausgezogen, wie man es Mal wieder. nennt. Deshalb, Irgendwo hin. ja, deshalb habe ich keine Cam am Start. Sorry auch für den Hall und so weiter, aber momentan ist so viel Ja. los, ne? Ich dachte Hey. wirklich am Anfang, den Umzugstag, ja, locker easy, das passt. Umzugstag, locker easy, ganze Wohnung, Einrichtung an einem Tag. Nee, denkst du. Ich bin jetzt schon seit fast 3 Wochen dran mit meiner Freundin. Die Wohnung am Einrichten, gestalten, das nimmt kein Ende. Ja, wir sind jetzt immer noch nach 1,5 Jahren immer noch. Wir haben jetzt gerade letztens wieder draußen, nicht auf dem Balkon, auf dem Sitzplatz, genau. Wir haben ja aus. Meine Stimme schon wieder. Mein Kopf ist wieder ganz woanders als mein. Sag mal. Dein Mund. Das ist mein Mund. Jo, genau. Es ist irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, was das für eine Krankheit ist, aber. Ach, Das nennt sich das hier so eine- Polacken-Syndrom. Schneller Mund, kleines Hirn. Ja, hast du gesagt. Nee, also, da haben wir aus Paletten halt eine Couch gebastelt. Und die muss ich freitags weitermachen. Weil Freitag ist Brückentag bei uns. Oder bei dir. Ich weiß nicht, ob bei dir auch einer ist. Oder Nee, ob ich muss du arbeiten oder ich darf arbeiten, sagen wir es mal so. Es ist du ja ein Dürfen. darfst. Ja, Wie? weil viele Menschen können ja momentan immer noch wegen diesem Corona-Zeugs nicht arbeiten. Und deshalb ist es ein Dürfen, nicht ein Müssen. Oh. Wenn du nicht schon bei mir gearbeitet hättest, würde ich gerne dich wieder nehmen. Das ist echt, also, ich sag nur Horror. Ja, sag nicht, ey. Ich bin momentan in 8 oder 9 Projekten gleichzeitig involviert und Du weißt, dass meine Projekte eher so eine halbe Stunde bis Stunde gehen pro Tag, weil es halt kleinere Dinge sind. Ja, bei Und mir dafür geht es halt extrem viel baustellenrelevant, ne? Ja. Es kann von einem Jahr zu 1,5 Jahren gehen, dann. Ja. Ja, gut, ich sag mal an einem Tag eine Stunde, dann gibt's wieder. Also, ich bin ja parallel gefühlt an 100 Milliarden Projekten, aber es sind eher nur kleine, wirklich ganz kleine Dinge.
Und das ist halt so, dann ruft der wieder an, dann wieder eine halbe Stunde dort rumquatschen, dann hast du da wieder ein Problem und weiß nicht, wo er Geier immer ist. Ja, sag Und nichts, dieses Gequatsche. Ich sage es dir. Sobald man einmal den Hörer in die Hand nimmt, du hast keine Chance mehr, dich auf deine Arbeit zu konzentrieren. Es geht nicht ja, mehr. also es ist, ich sag, ich habe schon letzten 3, 4 Wochen den Leuten schon einfach per E-Mail geschrieben, als sie mich angerufen haben, als ich nicht am Platz war, ansonsten nehme ich ab. Aber ich habe so ein Händchen, dass ich eben immer, wenn sie anrufen, nicht vor Ort bin. Das ist immer schön. Dann schreibe ich halt zurück, hey, bitte per E-Mail, weil ich bin aktuell, ja, eben viel zu viel beschäftigt. Und es ist immer so ein ganz komisches Gefühl, ne? Andere, die müssen zu Hause sein, haben gar keine Arbeit und ich persönlich von mir aus kann ich sagen, keine Ahnung. Du schwimmst. Ja, Aber ist auch total. schön. Also ich finde das irgendwie durchaus schön. Und weißt du dann, wirklich, dass die Arbeitssituation trotzdem noch gut ist. und das seit 2,5 Jahren, Ja. muss man zu sagen. Also ich habe schon Langzeitschädigungen teilweise schon. Also das ist nicht mal schön. Weil es für mich, bräuchte es wirklich eine Person. Also eine Person mehr wäre schon recht cool, sage ich mal so. Ja, weißt du, was bei mir jetzt das Problem ist? Nee. Die Arbeitskollegin ist schwanger, oder? Achso, wie ich. Also das sei ja ihr gegönnt und so weiter. Und jetzt muss ich dir vorstellen, wenn die Mutterschaftsurlaub geht, dann mache ich Arbeit für 2. Ach, dann bist du in der gleichen Position wie ich. Wow. Nee, ich mach sogar, warte mal kurz. Bei mir wurden 2 also es war vor Corona, ein Jahr vor Corona. Da sind Chefe und seine linke Hand, sage ich mal, wurden, ja, die haben halt nicht gearbeitet. Ich sag's mal so, ganz anonym gesagt. Man will ja nicht, ist ja im Öffentlichkeitsbereich und muss ja hier nicht irgendwas belabern und ja. Ja, nee, Es ist ja eigentlich eine private Sache. So. Und wir waren zu dritt, wir haben die Arbeit gemacht. So, dann fallen 2 Personen weg. Da hätte ich die Idee gehabt, mindestens eine Person weiter einzustellen. Aber nö, dann hat Corona angefangen und hat man mal entschieden, ja, man wartet ein Jahr, dann ist ein Jahr vorbeigegangen, hat man Und gesagt, Corona ist ja, immer noch da. es geht ja auch so, ne? Und ja. Also ich muss am Ende ja wirklich mal ein Wörtchen, ja. Ja, Ich schaff's ja schon, aber man schiebt halt Dinge, die man vorhin, sag mal so, alles an einem Tag gekonnt ja, die oder gemacht Pendenzen hatte. werden nicht weniger, die werden halt nur mehr und Ja. mehr und mehr und mehr und am Schluss denkst du dir, Scheiße, habe ich überhaupt was gemacht? Und Chef sagt schon, wir sollen nicht so viel Überstunden machen, aber wenn ich Überstunden abbaue, ist es ein Teufelskreis, dann wird die Arbeit mehr. Also Und bei mir dann- ist es momentan sogar so schlimm, dass es heißt, ich darf nicht früher Feierabend machen, damit ich meine Zeit kompensieren kann. Ich muss meine Mindestarbeitszeit machen. Ich darf keine Überstunden machen, aber ich muss Überstunden machen, weil sonst wird die Arbeit nicht fertig. Also, Ja, gut. ich weiß, Okay. ich weiß, es ist halt jetzt scheiße wegen Corona, aber das ist das, was mich ein bisschen nervt, halt die großen Konzerne oder auch Konzerne, die mit Aktionen, Aktien sind und so. Halt einfach durch dieses Corona wird ein Investitionsstopp getätigt, was vielen Firmen eigentlich gut tun würde, weil ich merke es auch jetzt, wenn ich was bestelle. Wir haben leider so viel zu tun, wir können Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Ja, also. Aber Gut. weißt du, ich das sag ist nicht mal, kundenfreundlich, ganz ehrlich. Ich darf meinen Kunden auch nicht sagen, sorry, ich habe keine Zeit, ich habe zu viel zu tun. Das darfst du niemals sagen. Dann so nehmen direkt sich will ich wirklich das auch nicht Namens, also wirklich große Firmen, die Frechheit. Sorry, wir haben viel zu tun, wir können dein Anliegen nicht bearbeiten. So, ja, Digga, aber mein Geld könnt ihr nehmen, oder wie? Och, wir haben da ganz andere Dinge. Weißt du, das Lustige ist bei Großfirmen, dass ja Verkauf und Finanz ja gar nichts voneinander wissen. Also, sag ich Ja, mal, der das ist Einkauf, meistens der so. kauft ein und die Rechnungswesen, ja, gut, kaufen wir, oder die Rechnung, nö, begleichen wir nicht und bla bla bla. Und wir haben jetzt mehrfach ganz große Firmen, also wirklich weltweit tätig, auch China, Amerika, genau. Und ich glaube sogar Südafrika teilweise. Ja, Afrika, genau.
dass da halt einfach wir schreiben müssen, hey, ihr habt mittlerweile irgendwie 6 offene Rechnungen, 4 davon sind in der Mahnung, beziehungsweise jetzt Mahnstufe 2, wir haben 3 Mahnstufen. Bitte begleicht die Rechnungen, vorher geht nichts mehr raus. Das intern, weil da kannst nicht mal raushauen, ohne was einzunehmen. Das geht ja auch nicht irgendwo durch. Also Überhaupt nicht, ja. klar, Aber irgendwie dann hörst du wieder solche Großfirmen, Ausreden, dann denkst du dir so, Digga, mich interessiert das nicht. Du willst was von mir, also musst du auch was geben. grundsätzlich ja. Klar, Kundenfreundlichkeit und bla bla bla. Ja, schon, aber Aber ja, gut. irgendwo durch hat es auch seine Grenzen. Also wenn mir ein Kunde Ja. jedes Mal voll jammert, dass er wegen Corona dies, das, aber trotzdem investiert und Aber ein gutes Beispiel ist, wir haben, also sagen wir das so, ich bin Geilste ja ist, unter anderem, ja, was? das Geilste ist, bei uns gibt es Objekte, die wir nicht fertigstellen können, weil die Bauherrschaft sagt, wegen Corona wissen sie gar nicht, ob jetzt dieses Zentrum oder das für die Öffentlichkeit überhaupt noch gebraucht wird, weil ja man nicht mehr will, dass so Okay. viele Menschen sich ansammeln können. Da denkst du auch, Digga, ihr habt vor 2 Jahren uns den Auftrag gegeben. Wo bleibt das fucking Geld? Wir haben alles abgeschlossen. Und jetzt nur wegen Corona Ja, uns zu vertrösten, das geht nicht. die Arbeit ist getan Unsere grundsätzlich. Ausgaben hatten wir hatten nur 2 Jahre unsere Ausgaben. Wer vergütet uns das? Ich meine, es wäre genauso. Ich weiß nicht, ob jetzt Leute hier schon wissen, ich kriege ja ein Elektroauto, ne? Marke und so ist Nice. ja egal. Grundsätzlich gibt Ja, immer ja. wieder Es gibt Shitstorm, mittlerweile ne? ganz viele und die sind alle eigentlich nicht schlecht. Ja, ist egal welches oder welche Marke, wie auch immer. Aber meine Verwaltung hat einfach eine Elektroladestation im Keller also gebaut und die ist jetzt da. Die Arbeit wurde verrichtet. Obwohl ich das Auto noch nicht habe, kann ich nicht sagen, nö, ich habe das Auto nicht, ich bezahle nicht. Die Arbeit wird erledigt. Klar, jetzt muss ich zahlen. Ist ja irgendwo durch auch logisch. Also, das ist halt immer so ein Ding, ne? Ja, ich kann es nicht brauchen, bla bla bla. Und ich muss zu sagen, ne, du warst ja auch bei uns mal angestellt, Patrick, ne? Ja, Und du hast das ja ist die so. Fehlermeldungen übernommen. Soweit ich das mal wusste. Das Quality Management. Ja, ja. Jo. Dann habe ich habe jetzt mittlerweile etwa 7 Bezeichnungen. QM, QS, unter anderem Sicherheit, Der ich weiß Siebe, gar ja, nicht, Siebe hoch 2. keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar Dinge. Berechnungen und Co. und oh, ein Wildschwein umgebracht. Du musst Das ist übrigens, gerade nicht du da. weißt wegen dem Holz, ne? Oh, in Truhen, besser. Was Truhen? In die Truhen damit im Holz, ne? Nee, ich mach solche Holzpalett-Dinger und Die haben ja doch, das haben wir auch Schaden gekriegt wegen dem Wasser, ja. Jo, genau. Aber Da hab ich jetzt gedacht, gerade ist trocken. nö, Sumpflandschaft bin- hier, ne? Guck mal. Ich bin Meteorologe, weißt du? Heute hat es die ganze Zeit geregnet. Nee, eigentlich nicht. Es hatte eigentlich geheißen seit Montag, ne? Seit gestern, also 10.05. sollte es ja Oh, ein regnen wie Gräuling, aus verpiss Schüssen. dich. Aber es hat nicht geregnet. Gestern auf jeden Fall nicht. Ich glaube nicht, ne? Nee. Nö. Es hat Und heute wirklich. hieß es auch wieder, es regnet wie nichts. Nur ab Nachmittag plus minus hat es etwa. Aber ansonsten war alles schön und ruhig. Ja, also. Nicht wirklich. Also, ich habe da schon ein paar heftige Schneestürme, wollte ich schon sagen. Ach du Scheiße. Nee, Was mit Regenstöße gehabt, also. Also. Hier im Hinterland, nee, ich bin nicht bei Hinterland. Egal. Ah, Hier, doch. Also, du bist eigentlich auf der anderen Bergseite von mir, so. Bisschen, plus, minus. Ja, eher plus. ich mal umgezogen bin, bis 10 Jahren, meine Schwester, nee, meine Großmutter und Großvater, die sagen, ja, 10 Jahre, in 10 Jahren dann. Aber glaubst du mit 90 und 95, dass sie noch ein ganzes Haus haben, also bewirtschaften können und Co.? Aber das ist Respekt, also dann sind sie wirklich topfit. Das ist doch schön. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Auch mein Großvater väterlicherseits hat auch bis 94 alles noch zu Hause gemacht und ist dann halt zwangsläufig ins Heim und dann war Ende Gelände. Das hat er auch selber gemerkt.
ich komme nicht mehr raus. Sag, dann ging's schnell. Aber nee, wo war ich eigentlich? Ach genau, Entschuldigung, bin ja total an einem anderen Ort. Wenn dann ich die Hut oder die Hut habe, sage ich mal so, dann aktuell wäre eine 100er Leitung da, ne? Nicht mal Glasfaser. Jetzt, aber spielt da so eine Rolle, wenn du, ich sag mal so, wenn du 3-mal mehr Wohnfläche hast und circa 1000-mal mehr, nee, sind da 50-mal mehr gefühlt Rasenfläche? Irgendwo durch ist es ja verschmerzbar, ich sag mal, im normalen Betrieb. Wenn du nicht irgendwie YouTuber bist oder so, dann spielt es ja keine Rolle, glaube ich. Also du brauchst zum Streamen und so. Mittlerweile haben sie ja die Grenze so gesetzt. Eine 40.000er Leitung reicht. Eben, ich hätte dann eine 100er, so 100 runter und 30 hoch. Aber Das wäre ja nach den Richtlinien eigentlich, könntest du dann mehrere Sachen gleichzeitig machen, ohne Probleme. ja. Theoretisch. Und ich sag mal so, ja, und ich sag mal so, wenn ich dann, ich bin ja jetzt eher auf Google Stadia, ne? Da reichen 30 bis 40 runter in 4K, sozusagen in 4K. In Full HD habe ich mal, glaube ich, geguckt, sind also so 15 bis 20 MBs. Okay. Und darunter möchte ich gar nicht erst anfangen. Da gibt es, ich glaube, 10 oder maximal, irgend sowas darum. Wow! Till, weißt du, was wir brauchen? Keine Ahnung. Licht. Der Wald bewegt sich. Och, na. Nein, Jetzt. es kommen Riesen. Hau ab. Die dürfen nicht. Komm zu mir. Ah ne, der Wald bewegt sich. Ich dachte schon, die Erde zittert. Wenn Erde zittert, steht. Oh oh. Scheiße, ein Schamane. Siehst du dieses Ausrufezeichen auf der Map? Ja. Da kommen jetzt alles. Ich habe alles Monster bei mir. Sind Fallen, starke Waffen, nicht der Sieg garantiert. Okay. Das ist eine Invasion. Ja, genau, das ist eine. Du bist gestorben. Zurück mal zum Thema. Ich bin gestorben. Jo, Geil. Ich hätte was essen sollen. Ich Idiot. Ah, fuck. Weißt du, was das Problem ist? Du musst jetzt sofort herkommen, weil die machen sonst unsere Häuser kaputt. Bin da. Lock sie weg. Töte die alle. Eben genau, so Internetleitung und so, ich weiß nicht, ne? Ob dann eine 100.000er runter und eine 30er, also eine 100er runter und eine 30er hoch, das reicht, glaube ich, ne? Also, ich weiß nicht. Sollte ja eigentlich reichen. Die sind bei mir. Okay, ich komme. Oh, Junge! Der kann heilen und vergiften. Ja, das Arsch. Nee, aber ich denke mal, eine 100er Leitung reicht doch locker. Also runter auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier irgendwie was groß bräuchten, das jetzt über 100 MBs ist. Von dem her, ja. Ist ja nur YouTube, ne? Ist wirklich nur YouTube, das wirklich sehr viel frisst. Und ich sag's mal so, wenn das so ist. Ah, der Waldo ruht wieder, super. Oh, er bringt Nachrichten. Willkommen. Und wenn das so ist, ne, kann ich ja immer noch irgendein Chromebook oder so. Jo, also gut, ich komme mal kurz her. Von Zeit zu Zeit wird dein Lager das Ziel herumstreuender Monster, da dir in diesen Fällen starke Waffen nicht den Sieg garantieren, solltest du in Erwägung ziehen, eine starke Verteidigung zu errichten, die mächtig genug ist, um alle Eindringlinge in die Flucht zu schlagen. Okay, danke. Das heißt, wir müssen einen Schutzwall bauen. Irgendwann mal. Ja. Aber bis jetzt geht's ja eigentlich, ne? Also das war jetzt nicht wirklich wild. Nee, das war einfach keck. Weil ich hab's zu spät gecheckt, dass ich was essen sollte. Ich weiß ja nicht, ne? Du hast ja bis jetzt, glaube ich, was hast du bis jetzt für eine Leitung gehabt eigentlich? Ne, ein Gigabit oder? Ja, Gigabit. Jo. Also hoch und runter, ne? Genau. Und ich sag mal so, das Haus, das ich dann einziehen würde, hätte etwa Jahrgang 1970. Und
dazu mal schon eine 100er Leitung gehabt, ne? Also das ist irgendwo durch, ja, Krass. ich sag's mal so, da wo ich dann hinziehen würde, wäre zwar am Waldrand, ist aber in einer Stadt. Also, Also Und, könntest du damit rechnen, dass vielleicht noch ja, Glasfaser kommen würde? irgendwann schon, aber ich sag's mal so, ich habe ein Chromebook, ich könnte die Aufnahmen, die ich hier jetzt mache, mit dir zum Beispiel, auf einer Festplatte kopieren, weil direkt auf eine Festplatte aufnehmen ist irgendwo durch, naja, vielleicht nicht gerade das Beste, aber dann könnt ihr sie ja auf eine Festplatte kopieren und die dann mit einem Chromebook hochladen, das irgendwie 4000 mal weniger Strom verbraucht. Ah, nice. Ja, habe ich übrigens früher auch so gemacht. Als ich noch zu Hause beim Eltern gewohnt habe, da hatte ich, glaube ich, ich glaube, mit 20er Mbit hoch. Ja, ich glaube, ein Upload von 20 oder so. Die haben mittlerweile auch Glasfaser. Mittlerweile, ja. Also ich weiß ja noch, da warst du ja da hattest du am Anfang, da waren wir noch in der Berufsschule, da hattest du wirklich die schnellere Leitung wie ich. Und mittlerweile haben wir uns dann ausgeglichen und dann habe ich gedowngradet und du hast geupgradet und ja. Also im Grundsatz, wie lebt der Wald? Lustig. Grundsatz spielt es eigentlich keine Rolle. Wenn du eine 100.000er runter hast, dann ist eigentlich alles egal. Also würde ich es jetzt mal behaupten. Jo. So salopp gesagt. So, es ist wieder Nacht Jo, und ich wir würde haben schon sagen, 20 Minuten. ja, wir müssen ein bisschen knackig bleiben heute, weil wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Ja, und wir haben fast vielleicht noch 40 Minuten. Also ich muss dann um 10 Uhr wieder weg. Aber egal. Kriegen wir Okay. irgendwie schon hin. Jo, das kriegen wir hin. Ja. Bis Also, zum nächsten haut Mal. rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.